So schön, dass du da bist. Komm rein, fühl dich wie zu Hause. Wer kennt diesen Satz nicht, wenn man zu Gast ist? Und wer von euch So schön, dass du da bist. Komm rein, fühl dich wie zu Hause. So schön, dass du da bist. Komm rein, fühl dich wie zu Hause. Wer kennt diesen Satz nicht, wenn man zu Gast ist? Und wer von euch benimmt sich dann wirklich so wie bei sich zu Hause? Und jetzt stell dir vor, dass Gott Folgendes zu dir sagt. Hallo mein Kind, für das meine Liebe überragt. So schön, dass du da bist. Komm zu mir, wenn du willst. Bei mir darfst du dich sein. Bei mir atmet deine Seele Ruhe ein. Bei mir ist Zuhause fühlen keine Floskel, sondern mein Herzensanliegen. Komm zu mir, es gibt keine Gründe mehr, die zwischen uns liegen. Ich habe dich so sehr geliebt, auch wenn du es von dir aus nicht verdienst, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab. Er machte den Weg frei beim Besiegen vom Grab. Und jetzt habe ich viele Kinder. Keiner ist mehr, keiner minder. Alle sind blutsverwandt. Alle sind als heilig ernannt. Wir sind Geschwister, blutsverwandt. Auch wenn wir weltlich gesehen sind nicht miteinander blutsverwandt. Es ist weil sein Blut dran, dass es uns miteinander verband. Wir sind Familie. Ich bin, du bist, jeder, der hier ist, weil jeder andere Christ auf dieser Welt. Wir haben einander nicht ausgewählt, aber jeder ist von Gott auserwählt. Wir sind Familie. Wir sind alle Kinder Gottes, haben Zugang zu ihm durch den Geist Gottes. Wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Wir dürfen Gott ganz persönlich kennen. Also lasst uns Beziehung leben. Lasst uns in Verbindung zum Höchsten leben. Lasst uns dieses Privileg wahrnehmen, unsere Identität als geliebtes Kind Gottes annehmen. Wir sind Familie. Wir gehören zueinander. Die Kirche ist keine Immobilie, es geht um unsere Beziehung zueinander. Also lasst uns immer nach guten Beziehungen streben, mit Gott, aber auch sonst mit jedem. Ich bin deine Schwester, du bist mein Bruder, meine Schwester. Und es ist Gott, unser Vater, der uns voller Liebe ansieht und uns zusammenzieht. Wir haben einen Vater, ein gemeinsames Ziel. Also lasst uns seine heilige Familie sein. Familie liebt sich. Familie streitet sich. Familie ist füreinander da. Familie sagt zu jedem Mitglied Ja, du gehörst zu uns. Familie braucht Versöhnung, braucht gute Lösungen. Familie braucht Kommunikation. Es geht nicht ohne Partizipation. Also lasst uns wie Familie miteinander umgehen. Wir haben unsere Familienmitglieder nicht gewählt, aber entscheidend ist, wie wir zueinander stehen. Wir sind gemeinsam auserwählt. Also lasst uns ein Beispiel sein, ein Beispiel echter Liebe. Lasst uns miteinander liebevoll, ehrlich und geduldig sein. Und tun wir alles in Liebe. So werden andere Menschen die Kirche erkennen. Sie werden diese Liebe sehen und bekennen. Diese Menschen sind etwas Besonderes. Das, was sie miteinander teilen, ist besonders. Lasst uns eine Familie sein voller Liebe. Eine Familie, die ihren Vater ehrt. Eine Familie, die viele Samen sät. Wir sind Familie. Was für eine, entscheiden wir. Stark. Wie immer, merci vielmals, Leila, für deine kurze Predigt. Ich nenne das kein Spoken Word mehr. Ich glaube, ihr wisst jetzt, um was es geht. Ich habe die ganze Predigt mal gehört. Super. Ich würde gerne mit euch ein Bibelvers erst lesen,
Wir fangen heute ein bisschen anders. Lass uns zusammen Epheser Kapitel 2 ab Vers 11 bis 19 durchlesen. Vergesst nie, dass ihr früher rechtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nicht-jüdischen Volken gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Nächste. Doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Der eine als Jude und andere als Nichtjude. Als Christus sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nur als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nah bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Jesus, wir loben und preisen dich für das, was du gemacht hast. Wir loben und preisen dich, dass wir da sein und sagen, ich bin daheim. Ich bin mit meiner Familie. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Merci für den grossartigen, unbeschreiblichen Preis, den du gezahlt hast und Wirken, den du von uns gemacht hast. Jesus, öffne unsere Gedanken, Ohren und Herz. Wir wollen für dich empfangen. Ich bitte besonders heute um Heilung und Wiederherstellung. In unser Herzen, in unser Körper, davon Verletzungen, Enttäuschungen gesehen sind. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wirke in unserer Mitte. Amen. Genau, ich bin auch ein bisschen verkältet. Aber ich bin noch da. Wer von euch hat sich mal ausgeschlossen, ausgegrenzt, befremdet oder entfremdet gefühlt? Hat sich jemals eine Person da sich ausgeschlossen oder befremdet, ausgegrenzt gefühlt? Alle. Darf ich ein bisschen mehr Licht im Saal haben und wenig Licht? Dann sehe ich die schönen Gesichter von meinen Geschwistern heute besser. Das blindes Volk. Gesundheit, genau. Jetzt immer mehr. Als Aramäerin, Christin und Frau im Iran geboren sein, ist nicht lustig. Wir hatten einen Spielplatz. Halleluja, merci. Ich sehe euch. Wir hatten einen Spielplatz im Iran, wo ist vor dem Spielplatz gestanden, da dürfen keine Hunde und keine Christen.
Das erste Mal, als ich in eine Schule gegangen in eine islamische Schule, wir sind amix so Bänkli gehabt, wir hatten keinen Stuhl gehabt, so ein Bänkli und pro Bänkli sind 3 Personen gesessen. Ich durfte immer allein sein, weil ich bin Christ. Weil ich mal ein Glas Wasser genommen habe, ich Wasser getrunken. Meine Lehrerin ist nach mir gekommen und sie hat Glas gebrochen, weil ich bin unrein. Und wenn ein Muslim das gleiche Glas, das ich berührt habe, berühren, werden sie unrein. Und dann machen sie alle anderen unrein. Und das Wäsche ist nicht eine Option. In einem Land aufwachen, wo du eine unreine Person bist. Ich habe mich immer ziemlich entfremdet, ausgeschlossen und anders gefühlt. Wie geht es dir? Bin ich in der Schweiz gekommen, da bin ich plötzlich Ausländerin. Ich weiss, ich hatte einen Freund und er hat mir eigentlich gesagt, hey Sabrina, ich habe dich wirklich gern, obwohl du Ausländerin bist. Ist das ein Kompliment? Bin ich zu Ausländerin von dem Kompliment? Ich bin nicht rausgekommen. Heute auch nicht. Jetzt sind wir nicht mehr zusammen. Jetzt habe ich selber einen Ausländer. Nein, mein Mann ist Schweizer. Seine Mama ist nicht Schweizer, aber er ist wirklich Schweizer. Aber mindestens ein Gesetz nicht so ganz Schweizer aus und wir verstehen es gut. Also für all die von Deutschland da sind, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute da sind. Entfremdung ist das Wort, das Paulus im Epheserbrief oft braucht. Der ganze Epheserbrief geht um Versöhnung zwischen Menschen, die entfremdet sind. Jeder von uns hat sich irgendwann entfremdet, ausgeschlossen gefühlt. Sag, wirtschaftlich, einer verdient besser, du nicht, mit dem Chef, mit den Leiter, Führer, in dem Studium vielleicht, in der Gesellschaft, wegen deinem Glauben, politisch. Wir fühlen uns irgendwann ausgeschlossen, weil wir eine andere Meinung oder was auch immer. Aber die Bibel spricht von noch bis radikal und schlimmere Entfremdung als nur wirtschaftlich, politisch oder Gesellschaft. Und zwar 2 Entfremdungen. Eine ist entfremden sie von unserem Gott, der Schöpfer. Die Bibel sagt, wir sind von Gott getrennt gewesen. Und 2 entfremdet sie von unseren Mitmenschen, unseren Mitgeschöpfen. Das ist richtig. Es sind 2 Orte von Entfremdungen, die passiert ist. Gott hat Abraham gerufen und Abraham hat ihm versprochen, durch dich werde ich alle Völker, alle Nationen segnen. Abraham, durch dich werde ich Menschen näher zu kommen. Und das ist nicht durch Jesus gemeint, sondern auch durch Israel. Gott hat Israel ausgewählt als sein heiliges Volk. Und die Idee war, dass Israel heilig sein soll, ein Vorbild sein, soll Gott offenbaren in der Welt. Und doch hat Israel ihre Berufung vergessen. Was hat sie gemacht? Sie hat eine Feindschaft mit Nationen um sich herum gebaut. Sie hat sich befremdet. Sie hat sich getrennt und alle anderen sind Heiden gewesen. Und die haben die Heiden auch Dogs. Ich habe vorher gesagt. Dog. Hund. Danke. Sind da wach? There you go. Sie haben Hunde genannt. Es war nicht erlaubt für eine Jude, eine schwangere Heidenfrau beim Geburt helfen. Wenn du das gemacht hättest du dann geholfen, nochmal ein Heidenkind in der Welt zu bringen. Und das war nicht erlaubt. Stell dir vor. So, wenn Paulus den Epheserbrief schreibt, er schreibt von der Trennung zwischen Gott und Menschen und die Trennung, die wir Menschen untereinander haben, die ist nicht Gottes Ziel gewesen.
Und er braucht das Wort entfremden, auf Englisch alienation, to be alienated, und auf Griechisch apolotrio. Wieso sage ich das? Im Tempel vom Herod, er hat einen Mauer gebaut. Darf ich den Foto haben? Das war ein Tempel vom Herod. Der Grösse war ein Aussenbereich. Das war ein Heidenhofen. Hat Heidenhofen geheissen. Da durften die Heiden reingehen. Und dann, ihr seht hier einen kleinen Mauer. Der Mauer hat Apollo-Trio, die Trennung, der Feindseligkeit geheissen. Nach dieser Wand haben die Frauen und Israeliten rein, und das ist ein Frauenhof. Nach dem Frauenhof kamen Männer rein, und das ist der äußere Hof. Und dann Priester durften in den Heiligen rein und Hochpriester in den Allerheiligsten. So, es hat immer so verschiedene Trennungen zwischen Heiden, Frauen, Männer, Priester und Hochpriester. Ein sehr berühmter jüdischer Historiker, Josephus, schreibt in 2 von seinen Büchern über diese Mauer. In dem Antiquities und dem jüdischen Krieg, er beschreibt den Mauer, er war 1,5 Meter hoch, so nicht zu hoch. Die Juden konnten nicht zu nah, nie berühren, aber sie konnten von weit schauen, was im Tempel passiert. Überall bei dem Wandmauer steht geschrieben, kein Fremder darf innerhalb dieser Barriere und Umzeugungen um den Tempel eintreten. Wer dabei erwischt wird, wird sich selbst die Schuld an seinem folgenden Tod geben. Unter jedem Mauer steht extra geschrieben, Eindringlinge werden verfolgt und hingerichtet. Darf ich das nächste Bild haben? Die Entdeckung im Jahr 1871 und nach einer weiteren Ausstellung im Jahr 1935 hat uns die Mauer gezeigt, wo das bestätigt, was Josephus geschrieben hat. Und was Paulus da schreibt. So, wenn Paulus von der Entfremdung redet, er redet über die Mauer. Und er sagt Folgendes. An alle Juden und an alle Heiden, die damals gewohnt haben, sobald er das Wort Entfremdung bringt, alle denken an die Mauer. An die Mauer, wo sie von den Juden getrennt hat. An eine Mauer, wo sie von Gottes Haus getrennt hat. An eine Mauer, wo sie von Gott getrennt hat. Stell dir vor, wir wären alle Heiden. Und auch wenn du Gott liebst und willst gerne folgen und kennenlernen, hast du nie dürfen nicht zu den Mauern gehen. Und jetzt schreibt er an die Juden und Nicht-Juden, die alle das einmal erlebt und gesehen haben. Und er sagt, Jesus ist gekommen. Meine Geschwister, meine Brüder, meine Schwester, Jesus ist auf Kreuz gestorben. Und er hat die Feindseligkeit der Mauern kaputt gemacht. Erstens, wir alle wissen von dem Vorhang, oder? Ich kenne den Vorhang. Von der Allerheiligsten. Die erste Haupttrennung zwischen Gott und Menschheit. Das erste, wo Jesus Gott zerrissen hat, wenn Jesus gestorben ist, ist der Vorhang gesehen. Die Trennung ist kaputt. Er hat die Trennung beendet zwischen Gott und Menschen. Aber Jesus hat nochmal etwas gemacht. Er hat die Mauern zerstört. Die Mauern, die uns voneinander getrennt hat, hat Jesus zerstört. Die Feindseligkeit, die Entfremdung hat er durch Versöhnung ersetzt. Die Feindschaft durch Frieden. Und wir reden nicht nur über die Juden und Heiden. Es geht viel weiter im Galater 3,28. Paulus schreibt und er sagt, im Jesus gibt kein Griecher oder Römer, kein Beschnitter
oder unbeschnitten, Sklave noch Freier. Es gibt weder Frau oder Mann. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Jesus hat nicht die menschliche Definition weggenommen. Ein Griecher ist immer noch Griecher, ein Römer ist immer noch Römer. Ein Mann ist immer noch ein Mann, eine Frau ist immer noch eine Frau. Was sich geändert hat, ist die Ungleichheit vor Gott wurde abgeschafft. Als Jesus gekommen ist, er hat nicht nur mich als neuen Mensch gemacht, sondern er hat uns als neue Menschheit gemacht. Er hat eine neue Definition Gesellschaft von der Rasse hineingebracht. Er sagt jetzt, wir alle sind gleich. Wir haben alle gleiche Level. Und dann Paulus geht noch weiter und sagt, wir sind alle Bürger, Mitbürger im Königreich Gottes. Es gibt keinen Ausländer im Himmel. Kann jemand sagen, Halleluja? All die Deutschen, come on. Es gibt keinen Ausländer mehr im Himmel. Wir sind alle Bürger durch Glauben an Jesus, nur durch B1-Prüfung und Geschichte von der Schweiz und 3000 Franken und 2 Jahre später und noch ein Interview und viel Papier hin und her, sondern durch Glauben an Jesus Christus. An Vertrauen. Schaut, niemand hat so etwas gemacht. In der ganzen Geschichte, vor Jesus, nach Jesus. Niemand hat Macht, Autorität oder überhaupt die Gelegenheit, die Material. Wie kann ich Menschheit zusammenbringen? Du kannst in einem Club sein. Du kannst ein Hobby haben. Ein Sport. Egal was. Da fühlt man sich schon ein bisschen eng zusammen verbunden. Du kannst Schuhe sein. Eine gleiche Karriere haben. Aber ich kann sagen, das ist meine Familie. Das ist mein Zuhause. Wir haben gelesen in Vers 18 und 20. Wir haben gelesen, durch seinen Geist haben wir Zugang zu Gott bekommen. 22. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Hauses. Ein Teil dieses Baus, das habe ich heute gelernt, das Wort, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir sind Bürger, sagt der Paulus, aber er geht noch ein bisschen tiefer. Er sagt, wisst ihr was? Ihr seid nicht nur Mit-Citizens, Mitbürger. Ihr seid nicht nur Steine und Tempel, Gottes Colleagues und Freunde, sondern ihr seid Familie von Jesus. Ihr seid Kind und Sohn Gottes und ihr gehört zu seiner Familie. Sogar Jesus hat das selber gesagt in Matthäus 12, 49 bis 50. Und er streckte seine Hand nach seinen Jüngern aus und sagte, hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Als Jesus nach seinem Tod und Auferstehung, Jesus trifft sich mit seinen Jüngern. Als seine Jünger hat er immer unterschiedlich genannt. Am Anfang, er sagt, Disciples, Jünger. Nachher, die werden zu seinen Freunden. Er nennt sie als meine Freunde. Nach dem Auferstehung, er nennt sie nicht mehr Freunde. Im Johannes 20, 17, Jesus schaut seine Jünger an und wisst ihr, was er sie nennt? Ihr, meine Brüder. Zum allerersten Mal nach seiner Auferstehung, er schaut sie an und sagt, meine Brüder. Wir sind nicht mehr Freunde, nicht mehr Kollegen, wir sind Geschwister jetzt. Wow. Stell ihn vor dir vor. Nein, weißt du was? Nicht vor dir. Stell dich vor, du stehst mit Jesus und er wird dich vorstellen. Wie würde er dich vorstellen? Er schaut jemand anders an und sagt,
Das ist meine Schwester. Das ist mein Bruder. Das ist Jesus. Er redet so. Hast du meine Schwester kennengelernt? Das ist Claudia, meine Schwester. Kleine Schwester. Herzig. Tja! Er nennt uns seine Familie. Und das ist viel tiefer. Und dann, wir haben gelesen, es ist der Geist, der uns zur Familie macht. Weil der Geist Gottes in uns ist. Als wir unser Leben Jesus geben, was heisst unser Leben Jesus geben? Das ist eine christliche Worte, die wir immer brauchen. Ja. Wenn ich mein Leben Jesus gebe, heisst, wenn ich Jesus als mein Herr und Gott annehme. Wenn ich sage, Jesus, du bist mein Herr, ich will dich kennenlernen. Ganz persönlich, intim will ich dich kennenlernen. Kommst bitte in meinem Herz. Ich lade dich ein. Ich gebe mir mein Leben. Das heisst, mein Leben Jesus geben. Easy. Nicht, kein Hokuspokus, keine komische Sache. Was passiert, wenn wir unser Leben Jesus geben? Der Heilige Geist kommt in uns. Habe ich jetzt einen Doppelgeist? Ja, wir haben. Wir haben unseren eigenen menschlichen Geist und wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt und uns miteinander verbindet. Ich weiß, dass Blut mag dicker sein als Wasser, aber Geist Gottes ist viel stärker in Verbindung als Blut. Vielleicht sagst du, nein, es ist nicht so. Schau den zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Die gläubig waren, die zu Jesus gekommen sind, was haben sie gemacht? Die sind eine Familie gewesen. Die haben alles verkauft, die sind zusammengekommen und haben zusammen gewohnt. Schau in Ländern, wo Verfolgung da ist. Deine Familie stösst dich weg. Deine Eltern wollen nicht mehr mit dir reden. Wer ist meine Familie? Wer ist meine Geschwister, die Kirche? Vielleicht hast du eine Familie, die nicht an Jesus glaubt. Und ich weiss, wie schwierig es ist, in einer Familie zu sein, die nicht an Jesus glaubt. Und wenn man in eine Familie kommt, die Jesus glaubt und mitbetet, und es ist einfach anders. Ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht kannst du es besser beschreiben. Es fühlt sich anders. Ich weiss eigentlich, mit meinen Eltern sind wir im Restaurant gewesen und wir haben gebetet. Und eine hat uns angeschaut und gesagt, ihr seid Christen. Und gesagt, ja. Und sie haben gesagt, ja, wir auch. Wir haben auch gebetet. Ich so, okay, cool. Also, egal in welches Land ich gehe, sobald ich in eine Kirche gehe, fühle ich mich daheim. Bist du daheim? Also, sind wir Family? Schau deine Familie kurz an. So sehen sie aus. Also nicht die Mann und Frau. Das ist schon. So, was heisst, dass wir Familie sind? Was bringt mit sich ein? Kein Timer, von daher ich mache weiter. Alles gut. Familie hat hauptsächlich zwei Eigenschaften. Eine ist stark tiefe Beziehungen. Zweitens, es gibt auf Deutsch keine gute Übersetzung. Ich sage es auf Englisch und dann sage ich, was ich übersetze, ist Commitment. Es ist Beziehungen und Commitment. Ich nenne das heute Zugehörigkeit. Beziehung heisst Nähe. Es ist interessant, dass in der Bibel wird immer wieder auf Familie als eine Metaphor geschaut, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich in einer Familie bin, wir öffnen uns gegenseitig füreinander. Wir sind ehrlich, transparent. Ich bin ich selber. Ich muss nicht schauspielen oder eine Maske tragen. Ich bin offen. Ich bin ich. Ich zeige meine Schwäche, ich zeige meine Stärke. Alle kennen meine Fehler, Fähigkeiten. Die besten Personen, die mich gut durch und durch kennen, ist meine Familie.
Mit meiner Familie teile ich alles, was ich kann. Ich teile Freude, aber ich teile auch mein Leiden. Mit der Familie, ich freue mich und ich trauere. Mit der Familie, wir gehen durch all dick und dünn, hoch und tief. Wir erleben alles miteinander. Sind wir nie allein unterwegs. Ich kille deine Familie. Vielleicht bist du da und sagst, weißt du was, ist okay, aber nein, danke. Vielleicht sagst du, ich kann nicht Kirche als Familie betrachten. Ich kann nicht Kirche als vertrauen. Vielleicht bist du ein brennendes Kind. Hast Verletzungen von der Kirche oder vielleicht auch von deiner Familie. Oder denkst du, oh nein. Wenn Kirche ist so wie meine Familie. No way, Jose. Das würde ich sicher nicht. Und ich verstehe das sehr gut. Ich verstehe Verletzungen in der Kirche sehr gut. Verletzungen in der Familie sehr gut. Und ich kann dir etwas sagen. Probleme, Konflikte tauchen immer auf in jeder Familie. Jede Familie hat Schwierigkeiten, hat Probleme, hat Konflikte. Du hast gesagt, streitet. Was eine gesunde und ungesunde Familie von unterscheidet, ist die Art und Weise, wie sie mit Konflikt und Problemen umgehen. Konflikt gibt es überall. Jede Kirche, jede Familie. Wir sind Menschen und jeder von uns ist gefüllt mit Problemen. Ich erst. Okay. Aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir Probleme lösen oder vielleicht noch mal ignorieren, auf Seite tun, überhaupt nicht hören, das unterscheidet sich. Und als Kreuzpunkt, wir würden gerne eine gesunde Familie sehen. Wir würden gerne mit unseren Problemen und Konflikten, das da ist, absolut, ist da, gesund miteinander umgehen. Miteinander reden. Kolosser 3,13 sagt, erträgt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. 1. Timotheus 5, 1-2 sagt, ein älteren Mann fahre nicht hart an, wenn du ihn ermahnen musst, sondern rede mit ihm wie mit deinem Vater. Die jüngeren Männer behandle als deine Brüder. Sei zu den älteren Frauen wie zu deiner Mutter und zu den jüngeren wie zu Schwestern, aufrichtig und zurückhaltend. Familie gut miteinander um. Aber es ist nicht nur Beziehung. Sondern das Zweite ist Commitment, Zuverlässigkeit. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, sie haben alles miteinander geteilt. Das erste Mal, als ich beim Stefan daheim gegangen bin zu seiner Familie, ich habe mich schon ein bisschen befremdet gefühlt. Es ist halt das erste Mal, es ist alles neu, du musst Leute kennenlernen und halt, ist weird. Und ich weiss, das erste Mal, wo er bei uns daheim war, es ist halt ein bisschen anders. Und dann ist es halt das zweite Mal, ein drittes Mal. Und jetzt, wenn ich bei seiner Familie daheim gehe, jetzt weiss ich, wo der Küche ist, wo in den Schrank steht. Ich weiss, wo die Gläser sind. Ich weiss, wo Besteck ist. Ich kann selber den Schrank auftun. Ich kann Tische. Ich weiss, was sie gerne haben. Ich weiss, welche Gläser darf ich brauchen. Ich fühle mich jetzt daheim. Wenn der Stefan zu meiner Familie daheim kommt, das Erste, vielleicht, was wir machen, wir gehen direkt in die Küche, den Kühlschrank auftun, schauen, was es da ist. Das kann man geschwind ein bisschen essen. Das erste Mal hättest du nie machen können. Und dann, bei uns im Iran, wir sagen, wenn du das erste Mal bei uns daheim bist, bist du ein Gast. Du darfst nicht mithelfen. Du darfst nichts machen. Du bist ein Gast. Du darfst dich verwohnen lassen. Wer ist das erste Mal bei uns hier in der Kirche? Keine Hände aufheben. Du bist heute ein Gast. Du musst heute nicht abwaschen. Nächsten Sonntag, wir geben dir Basen, wir geben, du kannst abwaschen, kannst Staubsaugen. Du bist ein Teil der Familie. Du bist nicht ein Teil der Familie, bis du anfängst mal abwaschen. So, ja, ich mache das. Oh, alles gut, wir sind alle da miteinander. Anfangen aufräumen, einfach dich daheim fühlen, oder?
So sind wir, wenn du im Restaurant gehst, du alles bestellen, dich bedienen lassen. Und manchmal denken, Kirche ist ein Restaurant. Wir kommen, wir lassen uns bedienen, wir bestellen, alles gut. Wasser, ein bisschen Brot mit dem. Stell dir vor, du gehst heim und sagst zu deiner Frau, Entschuldigung, ein bisschen Wasser bitte haben und das Brot mit der Vorspeise. Merci, danke. Oder deine Kinder. Was sagen sie? Spinnst? Kannst du es holen? Was denkst du, wo wir sind? Jetzt stell dir vor, ich gehe zum Stefan zu der Weihnachten daheim und das Essen gefällt mir nicht. Wir waren gestern im Restaurant und haben etwas gegessen miteinander. Das Essen war sehr salzig. Ich beschwere mich fast nie. Also ich mag mich nicht erinnern. Ich würde sagen, fast nie tue ich mich im Restaurant beschweren. Aber was ich dann mache, ich schaue ihn an und sage, wir kommen nie mehr da. Der Service war nicht gut, das Essen war nicht gut. Ich glaube, wir kommen nicht mehr da. Wir gehen irgendwo anders essen. Stell dir vor, ich gehe zu ihm daheim von der Weihnachten, das Essen ist nicht gut, der Service ist nicht gut. Und dann sage ich, Stefan, ich glaube, nächstes Jahr suchen wir uns eine neue Familie. Das Essen ist nicht so gut, weißt du? Oder er kommt bei meiner Familie daheim und sagt, iranisches Essen gefällt mir nicht. Ich glaube, wir können schon irgendeine andere Familie suchen von der Weihnachten und gehen mal essen. Das machst du nie. Das ist meine Familie. Egal, ob es gut ist oder schlecht ist. Ob das Essen gestimmt hat oder nicht. Ob das Service perfekt ist, das ist meine Familie. Dann mache ich mit, dann koche ich mit, dann mache ich Service mit. Ich gebe mich rein. Das ist Familie. Wie gehen wir mit den Kirche um? Ist das eine Familie oder nicht? Eine Frage an euch Schweizer. Ich bin noch nicht Schweizer. Eine Frage an euch Schweizer. Eine sehr ernsthafte Frage. Kannst du ernsthaft um Hilfe bitten? Kannst du dich auf deine Geschwister verlassen? Leute haben mir gesagt, Sabrina, wir sind krank, du hast uns nicht besucht. Sabrina, du bist nicht bei uns daheim gekommen. Und dann, ich sage es oft, hast du angerufen und ich habe Nein gesagt? Hast du einiges geschrieben und ich bin nicht gekommen? Hey, bitte, bittet. Sabrina, komm uns besuchen. Und ich werde alles lassen und werde ich vorbeikommen. Nicht einmal, zweimal, dreimal. Ich bringe Kaffee mit, ich bringe Kuchen mit. Alles gut, musst du nichts machen. Aber ich kann mich um Hilfe bitten. Es braucht Demut. Manchmal ist es schön, wenn etwas jemand macht, ohne dass du sagst. Aber wie sollte ich wissen? Einer hat gesagt, mein Sohn ist gestorben und niemand hat eine Karte geschrieben. Und im Büro haben alle gesagt, niemand hat eine Ahnung gehabt. Niemand von uns hat gewusst. Keine Kleingruppe, keine Freunde. Sorry, ich habe mich jetzt beschwert. Ich muss es sagen. Kann man um Hilfe bitten? Wenn dir nicht gut geht, wo gehst du erst? Zu deiner geistlichen Mami und Papi? Zu deinen Pastoren? Wenn du nach Rat suchst, wo suchst du den Rat? Deine Geschwister, deine Kleingruppe vielleicht? Deine guten Freunde? Wenn du Gebet brauchst, wen läutest du erst an? Kolosser 16. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem, das vergessen wir oft, vor allem. Könnt ihr noch mit mir sagen, vor allem? Aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben, wir sollten evangelistisch unterwegs sein. Wir sollten die Jesus nicht kennen, dienen. Wir sollten Menschen von Jesus gewinnen. Vor allem deine Mitmenschen. Du sie dienen. Helfen, Gutes tun. Vor allem. Wir werden die Welt wissen, dass wir an Jesus glauben, durch die Liebe voneinander. Vor allem. Aber für das muss ich auch um Hilfe bitten. Saline ist gerade weg. Alles gut. Sie wird ein Zeugnis schreiben im Newsletter, ich glaube, kommt dann gleich raus, wie Kirche hat sie unterstützt nach der Geburt von ihrem Sohn.
Aber schön war auch, sie hat es auch gebeten. So, hey Guys, kommt rüber. Kommt. Ich brauche Hilfe. Ich bitte euch, verlöhnt euch aufeinander. 2. Korinther 13,11 sagt, und das werde ich mit dem abschließen. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern. Noch einmal meine Bitte. Freut euch. Lasst euch wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Hört auf alles, was ich euch geschrieben habe. Paulus, nicht Brina, oder kann man so sagen, hört auf alles, was Brina heute Morgen gesagt hat. Haltet fest zusammen und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, von dem alle Liebe und alle Frieden kommt, bei euch sein. Das Gebetsteam ist auf meiner rechten Seite. Ich bin da. Wenn du sagst, ich bin verletzt und ich habe Schwierigkeiten, Kirche vertrauen. Mich auftun, mein Herz auftun, um Hilfe bitten. Ich sehe Kirche nicht als Familie. Wir haben das Thema von unserer Gemeindewochenende. Miteinander. Auf Englisch, wir haben das gesagt, doing life together. Doing life together. Sharing life. Leben miteinander teilen. Es ist nicht unsere Kultur, ich weiss. Es ist nicht unsere Gesellschaft. Egal welche Kultur. Auch im Iran, heutigen Tag ist nur mehr Mentalität. Aber deswegen ist es so wichtig, ich brauche dich. Ich, der Brina, ich brauche dich. Allein kann ich nicht. Als Ehepaar, wir brauchen euch. Als Pastorin brauche ich euch. Ich kann nicht allein. Glaub mir, du kannst auch nicht allein. Du darfst auch nicht, sollst auch nicht. Heute mehr als immer, wir brauchen einander. Während dem Lobpreis, wir werden viele Lieder singen. Los auf Gott zu. Vielleicht gehst du zum Gebet. Vielleicht Gott sagt, hey, bete für jemanden da. Fühl dich frei. Und wenn jemand zu dir kommt, go beten, sagst du, das brauche ich nicht. Bitte dich um Demut. Es ist Sagen. Nimm es an. Frag Gott, von wem darf ich heute beten? Wer darf ich heute segnen? Wer darf ich heute umarmen? Wem kann ich heute einen Kaffee bringen? Wie kann ich heute meine Familie dienen? Und Freude machen. Kann man das miteinander machen? Ich liebe euch. Es ist schön, und euch als Familie sein. Darf ich euch segnen? Jesus, ich bitte, dass du meine Familie segnest. Meine Mami, mein Papi da. Meine Brüder, meine Schwester da. Bitte ich, Heiliger Geist, dass du mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart, Heiliger Geist, kommst jetzt. Bring uns näher zueinander. Stärk unsere Beziehung. Stärk unsere Einheit. Stärk uns als Familie, als den Sohn und Tochter. Schenk eine tiefe Liebe von meinen Schwestern, Brüdern, Mami und Papi. Danke. Danke, dass ich da ein Teil von dieser Familie sein. Danke, dass wir ein Teil von deiner Familie sein. Und ich danke dir für jeden, der da ist. In Jesus' Namen. Amen.